Hallo, liebe Freunde. Von der weil ich einfach war ein bisschen zu jung reden und vielleicht kann ich ein bisschen mitmerken von der. Von der habe ich ein paar Bibelverse, die ich mal verlesen und davon reden. Ich versuche diese laatste week, wat is dat wichtigste wat we, de mensen, kunnen zijn? Wat is dat wichtigste te doen? En ik krijg een antwoord, lief dienen nächsten. Dat is wichtig. Lief dienen nächsten. Hier von der Epheser Kapitel 5 will ich wel twee Bibelverse lezen. 15 und 16. Dort sag ich, seid vorsichtig, dass je durch das Leben gehen als kluge Menschen und nicht als Söhne, die nicht weiten, was zu der Sache gehört. Und nutzt die Zeit aus, weil dort ist eine schlechte Zeit. Der 15. Vers sagt, seid vorsichtig, dass je durch das Leben gehen als kluge Menschen. Ja, ich glaube, ich und du sind kluge Menschen. Und Gott hat uns das gemerkt. Er hat uns einen Verstand gegeben, dass wir klug sind. Und Gott will haben, dass wir dort alle brücken. So als kluge Menschen und dass wir weiter, was zu der Sache gehört. Das wird Gott einfach von uns will. Der 17. Vers sagt, 16. Nutzt die Zeit aus, weil dort ist eine schlechte Zeit. Und ohne wir darüber sagen können, weil dort ist wir leben in einer böse Zeit. Wie alles so böse ist. Die Menschen leben, die reden schlecht über die. Wir leben in einer sehr schlechten Zeit. Wir haben uns verstanden, brücken süß ein kluger Mensch, der brücken soll. Da hat ihr ein Bibelvers in Kolosser, Kapitel 3, Vers 2. Dort sagt, denk an dort, was boven ist, und nicht an dort, was auf der Erde ist. Denk an dort, was boven ist. Gott ist im Himmel. Er will uns einen Tag belohnen. Er will haben, wir sollen an denken, dass wir für arm worden schaffen. Dass wir worden gute Lunch kriegen. Dass wir worden anstehen für arm. Dass wir uns verstanden worden brücken. Die Menschen, das worden, wird Gottes verbringen. Das ist was Gott will haben von uns. Dass wir klug sind an dort. Und er wird uns helfen, aber wir werden uns handgeben. Er wird mit uns kommen. Dann habe ich hier noch Matthäus. Matthäus 22. Vers 37. Er sagt zu ihm, du sollst deinen Herrn und deinen Gott mit dem ganzen Wort Gott sein. Dann wieder sagt es, und mit dem ganzen Sein und mit all den Gedanken. Ich würde gerne sagen, als ich Gott, ich liebe Gott mit meinem ganzen Verstand. Aber mein Hort, das ist nicht handgegeben. Das sperrt sich irgendwie so, lade ich aus Wandert, nicht was Gott geht. Gott will haben, dass wir ganz handgegeben sind. Das sagt das erste sagt, du sollst den Herrn, den Gott mit dem ganzen Hort Gott sein. Und wenn wir Gott Gott sind, dann wollen wir uns Verstand brücken. Dann wollen wir dort brücken, so ist ein kluger Mensch dort brücken soll. So ist Gott uns gemerkt hat. Gott hat uns gemerkt, klug zu sein. Aber wir brücken dort nicht. So ist es dort gehört. Wer wird dort brücken? Ich möchte die Mut merken.
Wenn wir uns hingeben, ganz nur Gott. Du sind so viele Menschen, die du blind sind, die du will Gottes nicht verstehen können. Die sind Jahr zu Jahr naar de kerk gefahren, die verstehen das noch nicht. Das erste Mal, wenn du, wie kann es das sein? Du sagst ja vielleicht, oder du sagst irgendwo, du text dir an, und du besiegt, sagst ja vielleicht, Jesus, 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 Jesus. Hier steht er. Wenn du das gehört hast, wenn du nicht einmal eine Zeit an vorgehen hast, dann horch mal. Dann horch mal. Du hast dich dort so bandig gemerkt, du bist dort so gewarnt, Sonntag zu Sonntag an der Zeit auf der Bank zaten, aber die Uhren sind, selbst wenn die verstärkt sind. Die Prediger steht doch nicht einmal verdammt schwere Boden. Die will haben, dass du dieses aufmerken. Und dass dein Wort wird weak worden. Gott will dein Wort reinmorschen. Plus unsere Ohren sind so verstärkt, dass wir das nicht mehr hören. Wer will klug sein, so sich das gehört. Und annehmen dort. Dass du nicht brauchst Sünder zu Sünder Verdammtheit predigen. Weil die merken, wer wir abweichen in diese verbisserte Welt. Wenn sie Gottes sehen, war het niks.